Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Kapitel 6. Und das letzte Mal bei Verbotene Liebe. Meine Tochter ist entführt worden. Wie? Deine Tochter ist entführt worden? Oi. Bist nicht sicher, sie ist nicht abgehauen? Abgehauen? Für sie selber so einen Drohbrief hinterlassen? Lassen Sie mich mal sehen. Wenn du deine Tochter jemals lebend wiedersehen willst, dann verhalte dich ruhig und warte ab. Gezeichnet der mysteriöse Unbekannte. Um Himmels Willen! Das ist ja furchtbar! Pantalone, ich bin so verzweifelt. Was soll ich nur machen? Antonio, was ist? Hast du einen Verdacht? Ich bin mir nicht so sicher, aber ich kenne die Handschrift. Antonio lief hoch in sein Zimmer und kam mit einem weiteren Brief zurück. Tartaglia, komm mal. Tun das vergleichen. Ui. Tartaglia war sehr geübt darin, Schriften zu vergleichen. Ja, Tartaglia ist der einzige Diener von Pantalones Dienerschaft, der lesen kann und ebenfalls ein unglaubliches Talent entwickelte, Schriften zu vergleichen. Als Tartaglia anfing zu vergleichen, rutschte ihm das Herz in die Hose. Ist es die gleiche Schrift? No, de. Ein zweiter Brief zum Vergleichen. Ja. Antonio holte einen weiteren Brief aus seinem Mantel. Moment mal! Ist das nicht der Brief, den ich dir geschrieben habe? Hast du etwa meine Tochter entführt? Diego wollte sich schon auf Pantalone stürzen, doch Brighella und Alechino gingen dazwischen. Ganz ruhig. Tartaglia ist ja noch nicht fertig mit den Vergleichen. Alle starrten gebannt auf Tartaglia, der ganz konzentriert alle 3 Briefe vergleichte. Plötzlich atmete er erleichtert auf. No, nicht seine Schrift. Aber Sing's, wenn du nicht kannst reden. der Brief ist gefälscht worden, so dass man denkt, dass es seine Schrift ist. Und das soll ich dem Diener jetzt glauben? Er will doch alles sagen, um seinen Meister zu schützen. Signore Diego, Tartaglia lügt niemals. Und wir werden Ihnen helfen, Doralina zu finden. Gut, weil du es sagst. Aber es sollte irgendetwas darauf hinweisen, dass du, Pantalone, etwas mit dem Verschwinden von meiner Tochter zu tun hast. Dann gnade dir Gott. Ich habe viel wichtigere Sachen zu tun, als mich mit deiner Tochter abzugeben. Signore Diego schnappte sich den Brief und marschierte wütend aus dem Hause Pantalone. Papa, ist das nötig gewesen? Alte Gewohnheit. Diego! Wart! Wir helfen dir ja schon. Wir gehen zusammen zu der venezianischen Garde und dann finden wir deine Tochter. Antonio, Pantalone und Diego fuhren mit der Gondel zur venezianischen Garde. Hallo? Ist jemand da? Schau, ein Schild. Wir sind leider momentan in den Ferien. In dringenden Fällen wenden Sie sich an unsere spanische Ersatzgarde. Ernsthaft? Wenn meine Tochter entführt wird, macht venezianische Garde Ferien? Ich habe gar nicht gewusst, dass die überhaupt dürfen Ferien machen. Naja, gehen wir halt zu der Ersatzgarde, schnell. Doralina braucht unsere Hilfe. Hat jemand Ersatzgarde gesagt? Oh nein! Wir sind immer und zu jeder Zeit bereit. Ihr seid Ersatzgarde? Doralina ist verloren. Was eine Frau in Nöte! Genau die richtige Aufgabe für mich. Wo finden wir sie? Das solltet ihr eben herausfinden.
Sie ist aus ihrem Zimmer entführt worden. Der einzige Anhaltspunkt ist der Brief. Das ist nicht grad viel. Wie wär's? Wir würden am Ort von Verbrechen zurückgehen und dort nach Hinweis suchen. Ruhe, Sergeante! Ich habe eine geniale Idee. Wir gehen am Ort des Verbrechens zurück und suchen dort nach Hinweis. Oh, sehr genial, Capitano. Aber das hat doch gerade der Ser... Egal, los jetzt! Alle 4 fuhren zum Hause Diego und Diego führte alle ins Zimmer von Doralina. Das ist ihres Zimmer. Was für ein Durcheinander! Muss ein heftiger Kampf stattgefunden haben? Wie kommt's, dass niemand das mitbekommen hat? Ich und Raffaele sind geschäftlich unterwegs gsi. Was für Geschäft? Verrichtet mir's mitten in der Nacht? Das geht dich gar nicht an. Könnten wir uns bitte wieder aufs Wesentliche konzentrieren? Meine Verlobte wird vermisst. Oh, gratuliere! Ich weiß, was passiert ist. Erzählen Sie kein Seich, Sergeante. Nein, ernsthaft. Der Entführer muss durchs Fenster eingebrochen sein. Sehen Sie? Ein Enterhaken. Oh, natürlich, den habe ich schon lange gesehen. Ich wollte nur schauen, ob Sie das auch bemerken. Alles, was er kann er von mir. Dann muss er Sie mit dem Lappen, der da am Boden neben dem Bett liegt, betäubt haben. Aha! Er duftet. Nicht, Capitano, das ist Betäubungsmittel. Capitano hatte an dem Lappen gerochen und schlief sofort ein. Anfängerfehler. Dann muss er wieder übers Fenster rausgeklettert sein. Aber, was ist denn da so für ein Fenstersims? Sergeante ging zum Fenstersims und hob etwas auf. Ein spezieller Federstift. Sehr selten und wertvoll. Papa, der sieht ja aus wie der Stift, den du verloren hast. Also, hast du doch etwas damit zu tun? Nein! Ihr müsst mir glauben, ich habe keine Ahnung, wie der Stift da ankommt. Ich werde dich... Wir dürfen jetzt kein voreiliges Schlüsse ziehen. Mir scheint das Ganze recht merkwürdig. Ach, alles deutet doch auf den Pantalone hin. Das ist eben das, was mich stutzig macht. Pantalone, wo sind Sie gestern Nacht gsi? Die Heime. Kann das jemand bezeugen? Ich und die Dienerschaft können das bezeugen. Colombina ist meistens noch etwas länger wach. Ich und Brigella sind gestern etwa am 2 heimgekommen und dann haben ich und mein Vater noch 2 Stunden zusammen geschwätzt. Am 4 sind wir ins Bett. Und am 6, ja, da ist der Diego vor der Tür gestanden. Und wo sind du und Brigella gsi in der Nacht? Am Saufen, beim Pepe. Das kann der sicher auch bezeugen. Also gibt's vom 1 bis 2 niemand, der bezeugen kann, wo der Pantalone gsi ist. Ich befürchte nein. Aber ich bin die Heime gsi. Das müsst ihr mir glauben. Weisst was ich langsam glaube? Dass ihr beide zusammen unter einer Decke steckt. Ende von Kapitel 6. Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.